Servus und Habedere, heute gibt's wieder eine neue Folge Viva la Movilusion Podcast und heute haben wir ein bisschen was Besonderes und sogar ein bisschen aktuell. Ja, nicht ganz aktuell, der Film hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber er hat jetzt endlich das Gefangenenlager verlassen dürfen und auch hier in Deutschland in seiner unzensierten Form dank Turbine die FSK-Freigabe erhalten. Wir reden vom Last House on the Left, Wes Cravens Erstlingswerk von 1972. Und Mike ist halt mit mir dabei. Wir haben uns beide nochmal in die Figur eingebaut, das Ding. Und der liebe Michael wird dir jetzt auch gleich mal erzählen, um was bei diesem Film geht, für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Erst einmal Servus, liebe Leute. Und ja, Folgendes. Der Plot von der ganzen Geschichte ist eigentlich schnell erzählt. Zwei junge Mädels wollen vor einem Konzert nur schnell ein wenig ein Tütchen durchziehen und geraten dabei an eine Gruppe Gewaltverbrecher. Die Mädels werden daraufhin entführt, im Wald verschleppt und da aufs Grauslichste massakriert. Ja, und nach dieser ganzen Tat versuchen sie Unterschlupf bei einer Familie. Und das ist also Zuschlupf. Ja, lass das eine nicht rausschlupfen, bin ich allerweil. Ja, sie suchen Unterschlupf bei einer Familie, die zufälligerweise gerade die Familie ist von einer der zwei getöteten Mädels. Und die Eltern sind jetzt auf blutige Rache. So. Das hast du sehr schön erklärt. Danke sehr. Ich habe ganz brutal geübt. Ja, das merkt man. Was sagst jetzt du? Verzeih mal, Michael, wie findest du das ganze Ding? Weil sie erzählt ja als ganz großer Klassiker wieder gehandhabt und Must-See des alten Kinos. Aber wie empfindest du jetzt, du hast ihn aber, glaube ich, gesagt, vor 10 oder 15 Jahren das letzte Mal gesehen und jetzt eben nochmal neu angeschaut, genauso habe ich auch gemacht. Wie findest du heute sie in der jetzigen Zeit für die? Also ich muss sagen, ich habe ihn jetzt im Endeffekt zum 3. Mal gesehen und er hat mir noch nie so gut gefallen wie jetzt. Wobei es aber nicht heißen soll, dass er mir super gefällt. Er hat so seine Problemchen, ja. Und diese kleinen Problemchen, wenn er nicht hätte, war er eigentlich ein ziemlich perfekter Film. Nur, ich finde die Musik an manchen Stellen unglaublich unpassend. Ja, genau. Ein kleiner Trivia-Fact. Das ist ein super Stichpunkt. Ein kleiner Trivia-Fact war noch der Hauptdarsteller oder Hauptfiesling David Hess, der den Kopf der Gewaltverbrechertruppe spielt, der ist auch für die Musik verantwortlich, die wo sie unglaublich hippie-mäßig anhört. Und was ich sag, dass der nebenbei die ganze Zeit Tom und Jerry angeschaut hat, weil so hat mir die Musik ab und zu an Tom und Jerry erinnert. Okay. Ich habe die ganze Zeit so einen Gang vor mir gesehen, mit links und rechts ungefähr 5 Türen und dann eine Verfolgungsjagd, wo auf einmal durch sämtliche Türen die Leute kreuz und quer durchlaufen. Was ich meine? Weiß ich. Wie so ein scheiß alten Dick- und Doof-Slapstick-Film. So war die Musik für mich teilweise. Keine Ahnung, was der Typ da geraucht hat und was sich der nebenbei angeschaut hat. Also ich Tipp ganz schwer auf Tom und Jerry. Ja, also ich muss auch dazu sagen, es sind die Gewaltszenen, die dann da im Wald stattfinden, sind extrem. Also ich muss wirklich sagen, auch für die heutige Zeit, er ist immer noch ein richtiger dreckiger Bastard von einem Film. Es wird aber so traurigerweise so geschmälert von der Musik. Und es sind dann wieder andere Stellen dabei, wo das erste Mädchen umgebracht wird. Nachdem die Tat begangen ist die Musik anders, bedrückender und die Gewalt trifft die mehr. Und deswegen muss ich leider sagen, ist das ein Beweis für mich, dass ich sage, die Musik vom Herrn Hess, die wo so hippiemäßig ist, die versaut einen Teil von dem Film. Ja, das unterschreibe ich so. Mir ist genauso gegangen, als ich ihn angeschaut habe. Wie gesagt, wie ich es vorher gerade gesagt habe, die Musik, absolut fragwürdig, was sie sich da dabei gedacht haben. Gut, ich habe auch schon mit Leuten unterhalten, die wo dann gesagt haben, ja, gerade die Musik ist. Und wo dann ich jetzt mal wieder sage, gerade das ist das riesige Problem von dem Film. Und er hat noch ein Problem, meiner Meinung nach, und das sind die komischen Nebenrollen in Persona von die Polizisten, die wo ähnlich idiotisch agieren wie in die Charlie, der 60er und 70er Jahre, die wo eigentlich nichts auf 3 bringen. Und das fand ich schrecklich. Also die sind zwar so Sachen an dem Film, die passen mir gar nicht. Geil ist ja der eine Polizist, der man ja als
der Jüngere, der wenn das erste Mal auftritt, da musst du mal nur auf die Szene hin. Wenn du nicht weißt, was für einen Film das du da gerade drinnen hast, dann meinst du, dass das ein Porno ist. Der wie er eine stampft mit seiner geilen Statur, als der gerade so ein Pornoset betreten. Das ist Weltklasse. Okay, das ist jetzt die perfekte Überleitung zu einem kleinen, nur einem Trivia-Fact. Und zwar, du weißt schon, was los ist, oder? Ich weiß es, ja. Der Regie hat ja bei dem Film der Wes Craven geführt und produziert hat das Ganze der Sean S. Cunningham, den wir kennen als Regisseur von dem Film Freitag der 13. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal was gehört davon. Und genau in anderer, umgedrehter Konstellation, nämlich Craven als Produzent und Cunningham bei der Regie, die haben 1971 den Schweinskram-Film Together gemacht. Also gerade jetzt auf deinen Wink hin, habe ich jetzt das noch schnell reinpressen müssen. Ja, druck nur eine, weil wir schon bei Schweinskram sind, dann druck nur eine. Lauter Stäbseln haben wir halt. Ja, genau, also heute ist wirklich, heute ist schlüpfrig, ich habe nicht bei muss ich dazu sagen. Okay. Der Last House on the Left hätte ja ursprünglich sogar richtige Sexszenen dabei haben sollen, gell? Okay, das weiß ich jetzt nicht, ja. Ich habe ein bisschen rumgelesen, was da für schöne Fakten dazu gibt, und ursprünglich war da anscheinend auch geplant, ein bisschen für unsere Damen und Herren, die gern mehr nackte Haut sehen, was mitzuliefern, aber es haben es dann doch rauslassen, und er hat ja so schon sein Problem mit der Freigabe gehabt. Er hat ja da ständig das X-Rated verpasst gekriegt in Amerika. Ich glaube, durch einen Bekannten sogar hat der Craven dann das doch irgendwie durchgekriegt, dass der Film rauskommen kann, weil er vorher, der hat, glaube ich, dann 3 Schnittfassungen hat er schon gemacht gehabt, und immer wieder hat es geheißen, neu, das ist eklig, was du da machst, wollen wir nicht freigeben. Aber immer wieder hat er es rausgehauen. Was ich noch sagen wollte, zu die Bullen, da habe ich nämlich auch gelesen, anscheinend ist das vor allem beim Wes Craven so ein kleines Markenzeichen, dass er gern die Polizisten als inkompetent darstellen wollte. Was in dem Fall halt nicht gerade inkompetent wirkt, sondern halt auch wirklich, da sind wir wieder auf dem Slapstick-Niveau. Das erinnert mich ein bisschen an die Explosionsszene von Survival of the Dead, wenn sie dann alle schwarz Gesicht haben und die vordere Haus. Ja. Oder sie haben ja ganz oft an Ding denken müssen. Ich weiß nicht, ein ausgekochtes Schlitzohr oder so. Da werden ja die Polizisten als totale Idioten dargestellt und die Gangster sind super cool, und ja, das war sehr fehl am Platz. Ja, und dann auch, das ist aber, das fällt mir, ich weiß nicht, ob ich da einfach nur ein Problem habe oder so. Ich finde, bei den alten Filmen, da sind die Dialoge oft so komisch, aber da war es nämlich auch wieder so, da gehen sie in den Wald und dann sie die Trutschen, die dabei ist. Oh Mann, hat so ein Wald viele Bäume. Was soll denn das? Wer schreibt denn sich in die Zeilen und sitzt dann da und denkt sich, geil, Leute, das ist ein richtig geiler One-Liner, den hauen wir jetzt raus. Der Sohn, also ich weiß jetzt den Darstellernamen nicht, also der Sohn vom Krug, vom David Hess. Ja, der Junior Stillo. Junior, also alter Schwede, das ist, glaube ich, einer der miesesten Schauspieler, den ich jemals gesehen habe. Das ist schrecklich. Ja. Und was der da von sich gibt, also wirklich unter alles der Sau. Ja, aber der ist auf Heroin. Ja. Du weißt doch, wie das ist. Nein, eben nicht. Aber hallo. Spritzenmike nennt man die doch übrigens. Ah, okay. Okay, hast du gewusst, da hast du auch, bei dem hast du mir gedacht, da sitzt nur da und beidest mit dem Kopf und denkst dir, was möchtest du denn gerade du? Hauptsache, dass er bis zum Schluss durch das Sau. Richtig. Das hat's braucht. Ja, jetzt aber alles ein bisschen negativ an, wobei ich mir aber auch sagen muss, dass er für mich auch eher durchwachsen ist, der Film. Also, wir haben jetzt zweimal gesehen, und bei beidem, diesmal hat er das Frauenzimmer wieder mitschauen dürfen. Da habe ich es aus der Küche ausgelassen. Haha, Sexismus. Die hat aber dann auch gesagt, die ist jetzt nicht so in dem ganzen Horror-Ding drinnen wie wir, aber hat da dann auch gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, was ich von dem Film halten soll. Das ist doch schon, ist ein bisschen komisch gewesen. Und genau so muss ich den Film auch für mich beschreiben. Der ist einfach ein bisschen komisch. Er hat seine Momente, die sind cool, und auch die Gewalt, wie du schon gesagt hast, die wirkt heute noch brutal. Ist nicht schön zum Anschauen. Aber das, was er da mitliefert dann teilweise, da denkst du echt, was zur Hölle ist mit den Bullen los, was zur Hölle soll die Musik, was zur Hölle soll der behinderte Junior, was zur Hölle sollen die komischen Dialoge. Der hätte echt einige Sachen ein wenig besser machen können. Das stimmt, das gebe ich dir recht, aber wenn man das so sagt, dann das ist oft so die Sache von den Erstlingswerken. Wenn man bedenkt, dass der mit der Crew von 15 Leuten draht worden ist und ein Budget von unter $100.000 gehabt hat, dann muss ich dann schon wieder den Hut ziehen. Und auf 21 Tage fertig war. Oh, nur ein Trivia-Fact mehr, danke sehr. Ja, also das sind dann wieder so Sachen, wo ich sage, muss ich ihm zugute halten. Und falls jetzt da draußen der ist, der wo sagt, ja, Herr, das OD2, der mengt wieder kein
Klassiker nicht und schauen Sie nur das neue Zeug an. Nein, eben nicht. Also wir sind schon große Fans, oder ich spreche jetzt einmal von mir, großer Fan vom Texas Chainsaw Massacre, vor dem Original zum Beispiel, und ich liebe auch Filme aus den 70er und 80er, aber bei dem Film, wie gesagt, der hat mich nie so vom Hocker gehaut, aber hat mir, wie gesagt, jetzt halt besser gefallen als die letzten Male, sage ich jetzt einmal. Genau, ich sehe es auch so. Also es gibt in der Zeit einfach wesentlich bessere auch. Der hat's natürlich, man muss also wahrscheinlich sagen, wann der rausgekommen ist, und der hat er schon sauber geschockt. Das muss man ihm auch zugute halten. Und dann eben auch die Machart dahinter, wie jetzt du gerade gesagt hast, mit den paar Hanseln, die das gemacht haben, die bisschen Kohle. Das muss man ihm schon zugute halten, aber wenn ich mir den jetzt einfach anschaue, ohne dieses Hintergrundwissen dazu, dann sage ich, er ist okay, er ist ein bisschen komisch, macht Spaß. In dem Fall ist es bei mir wieder mal so, dass ich sage, da klang ich lieber aufs Remake hin. Das finde ich einiges düsterer und gemeiner auch, weil das halt auch wirklich die Atmosphäre komplett durchzieht und nicht mittendrin wieder einen Soundtrack von Tom und Jerry laufen lässt. Also in dem Fall gewinnt bei mir wieder mal das Remake. Das haben wir doch schon mal irgendwo gehabt, da weiß ich es aber nicht mehr bei uns. Das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist auch wurscht. Auf alle Fälle habe ich schon zweimal gesagt und ich sehe schon jetzt bald bei mir Fackeln im Garten für das, dass ich immer sage, dass das Remake besser ist. Ich habe es aber erst zweimal gesagt, Mann, jetzt gibt es noch ein bisschen Zeit. Es kommt schon noch der Tag, wo ich sage, das Remake ist nicht besser gewesen. Okay. Hast du Cameos auch gefunden? Boah, nein. In dem Zimmer, in dem die Crooks dann alle drin schlafen, beziehungsweise in der Marie im Zimmer, ist die Original-Annabelle-Puppe drinnen. Ah, okay. Also nicht die man aus der heutigen Zeit kennt, die kann es natürlich nicht gewesen sein, sondern die, auf der die Annabelle-Reihe beruht, sagen wir jetzt einfach mal. Ja. Und der kleine Bub in der Krug, der Grattler mit der Zigarre, Ja. ich glaube Zigarren war es, Zigaretten, weiß ich nicht mehr, die man Luftballonplatz ist. Das ist ein Wes Craven, seine Lendenfrucht. Ah, okay, schau her. Der ist anscheinend auch, habe ich gelesen, ich hab mal ein bisschen sowas gelesen von Wes Craven, typische Sachen. Der Krug ist anscheinend so eine Art von Killer, wie das dann gern immer wieder verwendet hat. Und ähnlich ist auch der Freddy Krueger, und der Name Krueger soll sogar auf dem seiner Figur dann basieren. Das hat er da gleich mit weitergenommen. Ah, okay. Ich muss aber dazu sagen, wo wir jetzt gerade beim Krug sind, also David Hess, ein Wahnsinns-Schauspieler. Also ich kenne ja aus Filmen wie Wenn du krepierst, lebe ich, Der Schlitzer oder auch Bodycount, und der ist eigentlich immer der Bese, sage ich jetzt einmal, immer ein Psychopath, und das steht ihm, also das macht er super. Das haben wir auch mal gedacht. Vor allem auch, wenn er dann dem Papa umeinander kämpfen muss. Er ist schon ein richtig mieser Wichser in der Szene. Und wenn er dann sagt, dass die Chlor noch auf der Couch liegt, wird er dann anfangen, dass er verzeiht, wie lang das braucht hat, dass er es umbringen hat können. Und da haben wir auch mal gedacht, jetzt halt endlich den Maulkruzifix. Du bist richtig asozial. Ja, eine richtige Mistsau. Aber wie gesagt, macht er ganz stark. Bin ich begeistert. Der sticht sehr positiv hervor, ja. Der Typ, der zweite, der dabei war, wie hat er geheißen? Fred oder Wiesel oder Samstag? Oh, ich bin doch ein Namensdepp, ich kann mir doch nichts merken. Ja, lass das Namens vorne weg, du bist allgemeiner Depp. Das halt nicht fest. Katsching! Ja. Der ist anscheinend ich glaube, dass das der Typ war, der aus Pornofilmchen sogar bekannt war. Okay. Und auch danach noch in so ein paar so Schmuddelfilmchen mitgespielt hat, sich aber nur beim Last House on the Left, glaube ich, beschwert hat, dass er den Film bereut. Okay. Da haben wir gedacht, ja, ich weiß jetzt auch nicht, gerade wenn du einmal nicht umeinander zipfen darfst, wird er vor mir gemalt, dass er scheiße ist, oder wie? Fand ich, der hat sonst bessere Jobs gehabt, als wir das. Ja. Kann man dann auch irgendwo verstehen, wenn du sonst irgendwie einhängen lassen darfst und dann auf einmal nimmer, war der auch ein bisschen lästig. Ja, das ist ja das. Was ich noch ziemlich cool gefunden habe, zum Beispiel, wo wir auch wieder mal noch was Positives, die Effekte, die wo eigentlich ziemlich rar gesät sind, aber das, was man sieht, finde ich eigentlich ziemlich toll. Also Stichwort Gedärme oder abgetrennte Hand und so. Also da haben die sich nicht lumpen lassen. Wobei ich dann wieder sagen muss, finde ich es schade, dass der finale Kill, also ich werde jetzt das nicht spoilern, aber der finale Kill, das ist, da hätten sie mehr daraus machen können. Also da, hätte ich gesagt, ja, da allein schon als, wie sagt man, als Katharsis für den Zuschauer, dass man dann sagt, man sieht jetzt das, wie der Mord passiert. Das wird gerade im Off gezeigt, und das finde ich eigentlich sehr schade, weil da war einiges an Potenzial drin gewesen. Oh ja, da hätte man nochmal so die Spitze von der ganzen Gewalt hätte man da nochmal reinhauen können, dass man sagt, da holt man jetzt halt richtig drauf. Ja. Das ging mir auch ab. Man muss aber auch sagen, er war ja jetzt seit ewig beschlagnahmt, aber ich muss für meinen Teil sagen, dass die Gewalt ist krass. Also ich kann es verstehen, dass zu der Zeit der Film einen riesigen Aufschrei in der Bevölkerung ausgelöst hat. Nur, der ist selten gewaltverherrlichend. Die Gewalt verkommt nie zum Selbstzweck. Sie wird immer als was Widerliches gezeigt. Und da muss ich halt sagen,
bin wirklich auch da gesessen und mir gedacht, wenn du dir die Truppe dann so anschaust, bei ihren widerlichen Taten, es hat's doch das Hinterletzte, weißt du schon. Oftmals bei den Filmen holst du dann auch zu die Besen und so, wo du sagst, ja, yeah, Jason, auf geht's. Aber da, wenn es rundum stehen, vor einem toten Opfer, wo du sagst, wolle, es hat's die Hinterletzten. Und das wird eigentlich ziemlich eindringlich und widerwärtig dargestellt, muss ich sagen. Ja, ich glaube, damals hat's auch einfach das, irgendwie zumindest gefühlt, nie interessiert, wie wird die Gewalt dargestellt, ist die glorifiziert zum Selbstzweck oder sonst irgendwas. Es hat nur geheißen, oh Gott, da ist Gewalt, das darf man keinem sagen. Ja, und dann am Schluss noch mit Selbstjustiz. Deswegen ja, unsere Bundesprüfstelle ist ja da hübsch allergisch dagegen. Ja, das stimmt, das mengen's nicht. Aber es ist genauso, wie du gesagt hast, in dem Film, bei der Craven war ja, jetzt weiß ich nicht, ob es in Cannes war oder bei irgendeiner anderen Aufführung vom Reservoir Dogs, war er einer derer, die den Saal verlassen haben. Und Tarantino war halt da ganz überrascht, dass er gesagt hat, hey, der Craven, der Last on the Left ausgeballert hat, der geht aus dem Film raus. Und da hat er ihm dann auch gesagt, sein Film zum Beispiel, Last on the Left, der zeigt einfach nur, wie widerlich das Gewalt ist und wie widerlich die halt sein kann. Aber der Reservoir Dogs, der glorifiziert Gewalt in dem Fall und damit ist er nicht ganz klar gekommen, darum hat er sich geschwappt. Ja, stimmt. Das habe ich auch gelesen, dass da der Craven raus ist. Ja, das stimmt. Weil du vorher gesagt hast, das war ewig beschlagnahmt. Das ist auch unser Grund, eben nochmal kurz zusammengefasst für diese Folge über Last on the Left. Da haben wir uns gedacht, den können wir uns dann wieder mal einbauen und kurz ein bisschen drüber labern, weil ja die geilen Hammern von Turbine sie das zur Aufgabe gemacht haben, alte Filme, die immer noch im Index oder sogar beschlagnahmt eben sind, rauszukramen und denen die Freiheit zu bescheren, endlich raus aus den Gefangenenlagern. Die haben sie ja schon geschafft, dass er, ich glaube 2017 war es, dass er nicht mehr beschlagnahmt war, sondern dann auf die Indizierungsliste A umgetragen wurde. 2019 ist er dann auch veröffentlicht worden und nicht mehr auf der Liste der jugendgefährdenden Medien gewesen. Und jetzt im Juli 2020 haben sie bekannt gegeben, dass er sogar seine FSK-Freigabe ab 18 bekommen hat. Und ich gehe davon aus, dass wir da dann wahrscheinlich bald was Hübsches fürs Regal wieder mal kriegen von Turbine, weil was die rausbringen, das meistens, da kann sogar der Film scheiße sein. Ich möchte jetzt mal trotzdem gerne ins Regal stellen, weil es einfach geil ausschaut. Wobei man jetzt sagen muss, bei Turbine ist selten der Fall. Also angefangen vom Bonusmaterial über vom Bild und Ton. Also wie gesagt, Turbine Top-Label, Respekt, weiter so an der Stelle. Und ja, ich freue mich auf alle Fälle. Ich habe den Film jetzt zwar schon mal in einer Turbine-Edition im Regal stehen, aber wenn da noch mal was kommt, dann klang ich doch gerne noch mit zu. Aber hallo, Michael, was hat dir denn besonders gut gefallen an diesem Film und was sagst du absolutes No-Go? Also das No-Go haben, wie gesagt, das ist die slapstickhaften Einlagen und die teils unpassende Musik, aber das haben wir uns ja schon drüber auslassen. Ich find's super, dass der Film durch und durch dreckig ist, selten irgendwelche Längen hat. Also es geht zack, zack. Also es ist selten einmal, dass ich auf die Uhr schauen habe müssen, dass er mich irgendwie langweilt oder was. Also er hält dann recht gut bei der Stange. Und ja, also bei meiner nächsten Sichtung in vielleicht einem Jahr oder 2 Jahren kann ich ihn vielleicht nur ein bisschen mehr abgewinnen. Aber da werden trotzdem immer nur die inkompetenten Cops dabei sein. Aber schauen wir mal, wie es bei der nächsten Sichtung ausschaut. Und wie schaut's bei dir aus? Du meinst, dass er ein bisschen reifen muss für die? Ja, das ist wieder guter Wein. Last House on the Left ist wieder guter Wein. Du als der Weinkenner natürlich. Ja. Damit ich nicht gerade das Gleiche erzähle, wie wir vorher schon verzeiht haben, sage ich, was mir voll auf den Sack gegangen ist, als die Freundin von der Marie abhaut und die Marie beim Junior zurückbleibt, anstatt dem zugespritzten Sautape, anstatt ihm einfach irgendwas auf den Kopf aufhaut und auch davor läuft, der schmerzt die ganze bei dem und verzeiht ihm einen Mist und schenkt ihm das Kettel und lauter so einen Scheißdreck. Das ist wieder so dämliche Stelle, wo man gedacht habe, Kim, hau mal nicht drüber, der Typ ist drauf ohne Ende und dann schaut es auch davon aus. Das war für mich einfach dämlich. Somit habe ich auch was Neues gesagt und wiederhole mich nicht gerade, so wie du. Und was ich richtig cool fand, da wiederhole ich jetzt die nochmal, waren die Effekte für das Erstlingswerk eben schon vom Craven, für das minderwertige Budget und alles, haben die echt geile Arbeit in die Effekte gelegt und die haben überzeugende Halt noch für mich. Ja, damit kann ich leben. Das ist schön. Das war mein einziges Anliegen. Na, also der Film ist auf alle Fälle filmhistorisch sehr wichtig und jeder, der den Film bis jetzt noch nicht gesehen hat, weil es ja teilweise nicht so einfach war, den Film zu kommen, falls der rauskommt, wir halten euch auch auf unserer Facebook-Seite am Laufenden, wenn da eine neue, frische Edition von Turbine rauskommt und dann heißt's abkaufen.
aber ordentlich. Und genauso, wie es der Mike gesagt hat, der Film ist wichtig, der hat ist ein Vorbild für einige später kommende Filme gewesen. Wird auch ein bisschen so in die Richtung Mitbegründung von Slasher aufgeführt, ich finde jetzt halt eher weniger, aber gelesen habe ich es zumindest. Mit Slasher hätte jetzt ich da weniger in Verbindung gebracht, sondern eben eher in die Richtung Rape and Revenge, eindeutig. Hätte ich jetzt auch gesagt. Und ich hätte auch gesagt, der ist einer von den ersten Rape and Revenge Filmen, oder? Ich weiß zwar jetzt nicht, wann I Spit on Your Grave rausgekommen ist, aber der meine war ein wenig später, oder? Ja, er ist auf alle Fälle ganz vorne dabei. Und deswegen, wer ihn noch nicht gesehen hat und mit dem Thema was anfangen kann, auf alle Fälle zugreifen. Vor allem jetzt dann, wenn sicherlich eine schöne Veröffentlichung kommen wird. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht's gleich wieder weiter und das unser Zeug hier teilen und liken und mit einem Flugzeug im Himmel sprühen lassen, wie geil das wir sind. Wir freuen uns über jeden, der zuhört und sagen wir wieder mal Danke fürs Reinhören. Merci, servus. Ciao, macht's es gut. To avoid fainting, keep repeating. It's only a podcast. It's only a podcast. It's only a podcast. It's only a podcast.